Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Hoffentlich auch jetzt mit Facecam. Ich hoffe, sie funktioniert, weil letztes Mal ist sie ja leider ausgefallen, weil ja das Videomaterial nicht brauchbar war. Es ist einfach irgendwie nicht gegangen. Als ich die Datei überkopieren wollte, war es einfach nicht mehr rum. Beziehungsweise, als ich auf dem Handy das Video abspielen wollte, war es auch nicht rum. Hat irgendwie einen Fehler gehabt. Ich hoffe, jetzt klappt es. Wir gehen jetzt das Video oder in diesem Wochenende gehen wir auf Russland. Wir haben dort wieder ein weiteres Rennen. Hoffen, dass wir dort auch wieder Punkte sammeln können. Wie schon mal gesagt, jetzt kommen so die Rennen, die eigentlich nicht mehr so mein Favorit sind. Jetzt Singapur haben wir ja gehabt. Ist eigentlich eben so eine Strecke, die ich eigentlich gar nicht so gerne fahre. Wir haben immerhin noch dort das Pünktchen holen. Und jetzt Russland, ja, hoffen wir mal das Beste. Wie gesagt, ich gehe jetzt ins Game rein, fahre das Training, das Qualifying, seht ihr jetzt dann, das Training, wie wir es rausschneiden. Muss ich eigentlich gar nicht immer erklären, ihr wisst ja Bescheid. Und ja, let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Ich bin jetzt vorher im Training ein bisschen gefahren, habe wirklich eine gute Runde gemacht. Das Ding ist einfach das, im Rennen regnet es. Es regnet voraussichtlich die ganze Session lang und dann nachher, ja, müssen wir mal schauen, wie das so wird. Ich habe zwar mein Setup jetzt schon mal auf Regen so eingestellt, weiß aber nicht, wie gut das ist, weil ich habe jetzt im Trockenen doch ein bisschen zu kämpfen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Sehr unruhiges Heck, immer recht schnell ausgebrochen. Also, ich habe zwar wirklich viele Flügel hinten auch, vorne habe ich weniger, aber das Auto ist recht glitschig, sage ich jetzt mal. Ich rutsche recht um. Ich hoffe, es wird mir jetzt zum Verhängnis, weil ich muss richtig vorsichtig aufs Gas gehen. Als sonst, weil sonst kann ich eigentlich relativ gut aufs Gas gehen, nicht, dass ich gerade wegrutsche, aber jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen. Ja, wir probieren es mal, aber wie gesagt, das haben mich schon ein paar noch gefragt. Ich habe keine Fahrschwierigkeiten drin, also Fahrhilfe drin, es ist alles ausgeschaltet. Ja, wir schauen jetzt mal. Wir legen los mit dem Blitz Qualifying. Wir haben eine Chance, wir dürfen es nicht verkacken. Let's go! Ah, also das DRS ist ausgefallen. Ja, perfekt. Boah, shit. Ja, jetzt fährt man natürlich den Speed auf der Gerade. Scheiße. Oh nein, da zieht es mich auch noch raus. Ja, also ich bin auch schlecht gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das DRS ist weg, darum 16. Ja, kann ich auch nicht viel machen. Aber was ist das? Haben die das DRS nicht kontrolliert? Ich gehe gerade auf gerade DRS rein und gehe weg. Perfekt, Alter. Oh shit. Oh, Lando Norris, sehr stark, 6. Freut mich für ihn. Weil er muss noch ein bisschen aufholen an den Punkten. Aber eben, morgen ist Regen angesagt, oder morgen ist Regen angesagt, darum wird das ganze Rennen ein bisschen durchmischen. Ich hoffe, ich werde ja, gut vorwärts kommen. Wie das aussieht, das Sainz in Toro Rosso. Ja, wir müssen neue Rivalen auswählen. Jetzt ist das Sainz mein Rival. Hat sich besser platziert. Schön für ihn. Oh Mann! Okay, das wird richtig schwierig werden jetzt, aber wir probieren unser Bestes. Wir sehen uns gerade in der Startaufstellung. So, herzlich willkommen an der Startaufstellung.
mehr starten, so wie es aussieht mit Intermedians. Wir sehen dort noch ein bisschen grüne Reifen. Wir schauen mal rein. Genau, also wir starten mit Intermedians und ziehen das eigentlich bis am Ende durch. Es könnte eventuell noch trocken werden gegen Schluss. Jetzt ist mir gerade das Wort weggegangen. Mal schauen, ob das auch wirklich dann so wird sein. Vielleicht haben wir Glück, wäre cool, weil noch ein bisschen Trockenphase wird noch mal ein bisschen strategietechnisch spannend werden. Ja, aber ich hoffe, wir kommen jetzt gut führen. Es ist eine lange Gerade, sage ich jetzt mal, oder eine lange Strecke bis zur ersten richtigen Kurve. Darum mal schauen, ob wir dort schon etwas gut machen können. Wir lassen es einfach so von der Autoeinstellung her, wir ändern nicht. Wir ändern ein bisschen den Sprit wieder runternehmen, wir fahren ein bisschen mit einem leichteren Auto. Das Problem wird jetzt einfach sein, der ganze Gummiabrieb, also die Strecke wird jetzt ein bisschen langsamer sein, weil jetzt natürlich alles nass ist. Es wird sehr rutschig werden, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Setup eben auf Regen eingestellt, aber ich weiss nicht, wie gut das geworden ist, weil ich nicht im Regen testen schlussendlich. Ich bin nur so plus minus davon ausgegangen, es stimmt. Ja, let's go. Oh, Antistall! Oh, 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 oh! Und da ist mir einer hineingefahren. Wow, okay, das hatte ich auch noch nie gehabt, ein Antistall. Der Russell ist mir hinten ins Heck hineingedonnert. Oh. Oh. Oh mein Gott. Alter! Hä, habe ich einen Schaden? Nein, ich habe keinen Schaden. Wieso rutscht mein Karren so schlimm rum? Oh! Oh mein Gott, okay. Ich habe irgendwie ein Problem mit dem Auto. Ich rutsche. Also mir doch, ich rutsche zu fest um, für das, dass ich das Regensetup drauf habe. Oh mein Gott. Also wie ihr wisst, ich bin ja wirklich kein Regenfahrer. Das Problem ist aber, die Strecke im Trockenfahren ist ja noch etwas anderes, als wenn sie dann nass ist. Das ist auf jeder Strecke ja so. Ich traue mich nicht richtig zu bremsen, darum schiesse ich über jede Kurve raus. Falls ich frage, wieso ich immer so neben fahre. Weil wenn ich richtig... Ja, es geht so vom Bremsen her. Ich habe einfach Angst, dass wir die Reifen blockieren. Oh. Ja, es wird nicht lang gehen, dann wird der Russell wieder hinter uns sein wahrscheinlich. Also da, wo ich jetzt zusammenfahre, ist einfach ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Dann haben wir eine Abnutzung am Motor noch. Das ist natürlich nicht so geil. Also unser Motor ist schon recht geschwächt, das weiß ich aber. Oh shit. Schon wieder optimale Leistung nicht verfügbar, okay. Ich habe gerade den schnellsten Sektor gefahren. Ich rede fast nicht, weil ich muss mich so konzentrieren. Es tut mir so leid, wenn ich das Video kurz will ich einfach nicht sagen. Aber ich muss mich wirklich extrem konzentrieren hier. Der Russell hält jetzt nicht groß auf. Ich hole einfach nicht auf. Der Russell holt mich nicht auf und ich hole den Vordermänner hier nicht auf.
Ich probiere es zwar, aber irgendwie ist es einfach nicht möglich. Ich komme nicht aufs Tempo oder ich weiß nicht was. Ich schaffe es einfach gerade nicht. Ich fahre zwar immer den ersten schnellen Sektor. Ja, mehr aber auch nicht. Es steht immer noch eine Menge Wasser auf der Strecke. Wir sind einverstanden, wenn du derzeit noch bei den Intermediates bleibst. Okay, es wird aufregnen. Ich soll aber auf die Inter bleiben. Wir holen jetzt langsam auf, aber sehr, sehr langsam nur. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So, let's go. 6 Sekunden, wir holen auf die zwei da vorne. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Wow, 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 okay, okay, okay. Yay, 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 yay. Das war jetzt ein bisschen mit viel Speed durch die Kurve. Vor allem habe ich gar nicht gemerkt, wie das Heck ausbricht. Ist plötzlich einfach rumgekommen. Zieh noch aus. Ja, wir holen wahrscheinlich die Leute hier vorne nicht mehr. Aber der Russell fährt auch langsamer als wir, also gibt mir das eigentlich auch als Zeichen, okay, ich fahre eigentlich nicht schlecht. Ja, also wir holen auf, aber klar könnte man besser fahren. Ich weiß, man hätte schon das Auto dazu. Aber irgendwie fühle ich mich einfach mit dem Setup nicht wohl. Also ich rutsche zu fest um. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht gut. Aber ich muss sagen, für das, dass ich jetzt schon ein paar Rennen gefahren bin, habe ich jetzt so am wenigsten Probleme gehabt. Die letzte Runde des Rennens. Also ich bin froh, dass ich noch keine Wand geküsst habe. Wow, okay, ja, Wand geküsst. Haben wir nicht gewonnen, hä? Ja, den Latifi holen wir nicht mehr. Okay, wir sind zwar noch recht neu jetzt daher gekommen, Latifi, muss ich wirklich sagen.
Wir haben jetzt auch nochmal persönliche Bestzeit gefahren. Aber ja. Ja, das war jetzt kein gutes Rennen gewesen, muss ich wirklich sagen. Also hat der Start richtig vergamet mit Anti-Stall. Hat die Bottas-Fahrer des Tages. Gibt's das? Und ja. Ja, leider. Leider. Also nicht gut gefahren, muss ich wirklich sagen. Ich bin auch wirklich am Anfang, muss ich sagen, recht vorsichtig am Gas. Ja. Aber ich bin halt einfach kein Regenfahrer, ich muss das unbedingt ein bisschen üben noch. Also es ist schon gut, dass es immer wieder regnen, dass ich im Regen fahren kann. Aber es ist nicht so mein Ding. Vettel auch noch 9. geworden. Okay. Wir schauen mal jetzt auf die Fahrertabelle. Wo ist eigentlich der Norris gelandet? Das würde mich noch wundern. Der hat eigentlich echt guten Vorsprung auf mich selber gehabt. 6. Okay, ist auch ein bisschen zurückgefallen um meine Position, aber immerhin er hat Punkte mal geholt. Das ist wichtig für ihn und vor allem auch für das Team. Schauen wir mal, wir sind jetzt eben 19. Wir sind vom 16. gestartet. Ja. Russell haben wir irgendwie recht gut zurückhalten noch, beziehungsweise hat recht viel Rückstand gehabt. Latifi, ich denke, er hat 2 Runden mehr und man hätte ihn wahrscheinlich gehabt. Ja. Aber es war allgemein nicht so ein gutes Rennen, denke ich, für die meisten Fahrer, außer für den Hamilton und für den Albon. Wieso ist der Bottas-Fahrer des Tages? Das war 11. und ist aber 8. geworden. Okay, ja, easy. Ja, da würde ich mal sagen, wer ist das von dem Rennen in Sochi? Ja, hätte sicher mehr können auch drin sein, aber ist leider nicht mehr gekommen. Ein toller Tag. Bro, ernsthaft? Heute war grässlich. Aber glauben Sie, dass das für Sie vielleicht von Vorteil war? Ah, was? Dank meinem tollen Sinn kann ich schlecht meistern. Die Schwierigkeit. Was die schwierigen Bedingungen trennen die Sieger vom Rest des Feldes. Alter, what the fuck? Hey, ich bin ja schlecht gewesen. Den Gerüchten nach sind sie auf einem Vertrag mit Alfa Romeo. Also stimmt das? Natürlich nicht. Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich werde mit einem McLaren 2. Der Dordemann. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Sie sind ein paar Mal der Mauer entlang. Alter, ich habe einmal die Mauer ein bisschen getutscht. Einmal. Ja. Einmal habe ich ein bisschen getutscht, mehr nicht. Frechheit. So, gut, bei der Fahrererkennung sind wir auch ein bisschen wieder raufgekommen hier. Genau. Und ja, da würde ich sagen, wäre es eben gewesen von dem Rennen in Sochi. Das nächste Rennen ist in Japan. Auch eine Strecke, die ich nicht so gerne fahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so meine Lieblingsstrecke. Ist zwar eine klassische Strecke, aber mich trifft es irgendwie nicht. Aber mal schauen, was so dort rauskommt bei diesem Rennen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefällt, würde ich natürlich immer eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und wie gesagt, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder in Japan. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.